Die Tür lässt sich nicht öffnen. Versuchen wir es mal mit dem Schlüssel, den ich gefunden habe. Richtig. Und zwar, guten Tag, ihr Leid, mit diesem Schlüssel, den wir gestern gefunden haben, den wir uns hart, und ich meine wirklich hart erarbeitet haben, durch dieses dumme Sprinklerrätsel. Das Rätsel selber war natürlich pipi einfach, aber halt, ach, gucken Sie euch einfach in der letzten Folge auf, als dass wir mitgekriegt haben. Und das ist auch nicht schlimm. Hier sind wir. Guck mal, was so lange Arme hat, ne? So, jetzt hat aber, da ist der die drin. Was ist, da wo sein Vater umgebracht wo ist? Ja. Die! Oh, Ashley. Ach, meine hast du erwartet. Are you all Sorry. right? You disappeared so suddenly, I didn't know what was going on. The moment I heard your dad's voice, I felt like I was about to remember something. Next thing I knew, I was here. It's like I was summoned. But why? Tja, aber warum? I remembered something. I stayed in this room with Father when I visited. Really? Wells brought a painting in that day. And he hung it here. He said Uncle Henry painted me. It made me so happy. I couldn't stop staring at it. But then Father's mood got worse and worse, and he kept drinking too. I was so sad to see him like that. So I left. I came back a little while later, and that's when I saw it. Thomas, why? Father? Father was killed. Here, in the Silver Bird room. Okay, wem wurde er getötet? Killed? You mean your father was murdered here? Yes. That's where Father lay as he died. So that stain on the ground. Oh, I saw it happen. Father was on the floor, covered in blood. I remember a man standing next to him. There was such shock on his face as he looked at me. I can picture him now. It was Uncle Henry. what? Er ist von seinem eigenen Bruder umgebracht worden. So Henry killed Thomas? His own brother? Yeah. I'm sorry, Dee. Why would he? How could he kill his own family? My mom was killed in the same way. Someone shot her. So I guess that's another thing you and I have in common. Dee? Yeah.
Ashley? Thank you for finding me. Now let's go find Jessica. Okay. Okay. Ja. Ich weiß nicht, sollen wir uns hier noch umgucken? Okay, großer Tisch. Ein Tisch dieser Größe und dann steht nur ein einziges Glas drauf. Also das steht da schon ewig. Stuhl? This is... Der Stuhl ist umgekippt. Er muss bei dem, was hier vor allen Jahren passiert ist, umgefallen sein. Was ich jetzt halt nicht ganz rauslesen konnte, hat er wirklich gesehen, dass Henry seinen Vater erschossen hat. Aber ich meine, es war kein anderer im Raum, ne? Okay, und dann Bücher? Die sind scheinbar egal. Bücherregal. Hier sind so viele Bücher, aber die sind alle total staubig. So, genauso. Bücherregal ist mit Spinnweben überzogen und die Bücher sind komplett verstaubt. Kommode da ist wohl relativ egal. Da ist ein schönes Spinnennetz, das finde ich hübsch. Ah, guck mal da. Holzkiste. 3 große Holzkisten. Die Deckel sehen ziemlich schwer aus. Ich glaube nicht, dass ich reingucken kann. Was ich aber machen kann, ist diesen Origami-Dingens zu fotografieren. Was war das nochmal? Pelikan? Nee, Kranich. Ein Origamisch. Moment. Das lesen wir natürlich durch. So. Ein Fan 60 Jahre später. Thomas, ein angehender Schriftsteller, hat nach dem Verlassen der Insel mehrere Bücher veröffentlicht. Die meisten sind nicht sehr gut angekommen, aber die Detektivgeschichten, die er unter dem Pseudonym David Shields veröffentlicht hat, waren wohl ganz erfolgreich. Sie wurden als Taschenbücher veröffentlicht. Aber sie waren bei weitem keine Bestseller. Mehr als nur ein paar seiner Bücher blieben unvollendet, ja. Thomas wurde als Autor nie bekannt. Ich habe erst hier von ihm erfahren. Doch als ich einen seiner Romane las, hat mich sein Schreibstil durchaus gefesselt. Und mittlerweile kann ich von mir sagen, dass ich fast alle seine Werke, die in der Villa zu finden sind, gelesen habe. Er starb mit 36, nachdem er eine ausführliche Autobiografie verfasst hatte. Ich frage mich, welche Abenteuer der Detektiv Kyle Hyde noch erlebt hätte, wenn Thomas länger gelebt hätte. Tja, da hat er posthuman oder so ein Fan noch gekriegt. Ah ja, okay, kommt wohl öfters vor. Vogelkäfig ist umgefallen. Und hier ein riesiger Marmortisch und ein roter Fleck, den werde ich halt wohl angucken müssen. Ja, dieser Fleck ist das, was mein Vater noch da ist, ja. So ein kleiner Tisch. Dieser Tisch ist aus Marmor. Er hat ein aufwendiges Muster für so einen so kleinen Tisch. Hier dran liegt die Lampe runtergefallen. Oh, da kann man noch hochgehen. Eine Anrichte. Likörflaschen. Sie ist zu staubig, um hineinsehen zu können. Gläser. 2 auf dem Kopf stehende Gläser. Dann hätten wir noch Weingläser. Im Glas befinden sich Rückstände von Wein. Und, komm mal her. Aha, ich sehe schon. Eine Weinflasche, die leer ist. Und einen Schlüssel. Einfacher Schlüssel. Was macht dieser Schlüssel hier? Was glaubst du, wofür ist der die? Vermutlich für den Weinkeller. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass Wells ihn benutzt hat. Ah, das ist der Keller, wo wir vorhin gefunden haben. Okay, ich glaube, hiermit haben wir auch das im Raum gefunden, was man hätte finden sollen. Was man hätte sollen finden, tun. Gedönst. So. All diese Romane wurden vom gleichen Autor geschrieben. Warum es die alle gelesen hat? Vielleicht waren es so seine. Die Uhr geht nicht mehr. Ist sie kaputt oder braucht sie neue Batterien? Oder hat sie vielleicht gar keine Batterien? Das Bett ist ordentlich gemacht. Wann hat da zuletzt jemand drin geschlafen? Ein Geschirrregal, eine Menge edles Geschirr und eine ganze Menge an Flaschen mit Alkohol. Ah, guck doch auf Schreibmaschine. Upon my death, Thomas Edward is to inherit this. Okay. Auf dem Tisch steht eine Schreibmaschine. This looks like it's seen some Sie use. sieht aus, als ob sie viel benutzt wurde. That was Father's.
Ah. He used to carry it with him in a big case. There's a paper stuck in there. Wonder what's written on it. Hiermit erkläre ich, dass Thomas Edward mein Alleinerbe sein soll. Lawrence Edward. This looks like Lawrence's will. Seems like a pretty important document. Why was it left stuck in Thomas's typewriter like this? Hat erst geschrieben und wollte es dann noch im Vater geben zum Unterschreiben? Oder will ich das jetzt halt nicht mitnehmen? Scheinbar nicht. Okay. Dann, wie gesagt... Oh, hübsche Lampe. Oh, warte mal, das ist ein Loch in der Decke. Habe ich doch gar nicht gesehen. Generell, wo ich mal... Ist vielleicht oben drüber das Bücherzimmer? Soll ich mal gucken? Das wird halt erklären, warum da die Bücher runtergefallen sind. Naja, wir gucken uns mal den Schlüssel an. Ein Schlüssel zum Weinkeller. Er ist schlicht, schwarz und schwer. Er lag auf einem Regal im Zimmer des Silbervogels. Dann würde ich... Moment, das Bild gucke ich mir natürlich noch an. Gemälde eines Kolibris. This is a hummingbird. Das ist ein Kolibri. Gab es im Zimmer des Goldvogels nicht so ein ähnliches Gemälde? Wenn ich ein Foto machen sollte? Ich mache mal ein Foto davon, ne? Sicher ist sicher. Kamera. Es kann nur Sinn, dass so dann wieder irgendwie was ist, weil letztens so. So, Westflügelkorridor. Wir müssen in den Weinkeller, also einfach die Treppe runtergehen. Also jetzt nach links. Hey, ist hier doch jemand. What's wrong? I thought I heard a voice. Ich habe A-Stimmen gehört. Really? Es war Frauenstimmen. Was it my dad? Nee, es war Frauenstimmen. No, it was a woman's voice. Wait a sec. Where was the voice coming from? From the basement. It came from below us. Okay. Also, wacht. Wir rennen auf alle Fälle mal runter. Da müssen wir hin. Ist Jesse im Weinkeller eingesperrt? Da muss ich weiter runtergehen. Da ist der Weinkeller. It's definitely coming from Ja, here. ja. Siehste. Is anyone there? Please, someone. Is that... Now what? It won't open. Ja, aber du hast den There must Schlüssel. be a key to it somewhere. Nee, den haben wir doch schon lang. Also, ich gehe davon aus, dass das der Weinkeller-Schlüssel ist, oder? Jawohl. Jessica! Jessica! Jo. Wir speichern hier. Wir speichern nochmal. Wir speichern noch ein 5000. Mal. Und wir gucken, wie es weitergeht. Kapitel 5. Familiengeheimnis. Fusch. Jessica! Sowas. Mach doch sowas nicht. Gute Frau. Ashley, Are you okay? I think so. But I'm dizzy. Everything is foggy. I'm so Entweder hat sie sorry eins I let you go alone. übergezogen oder ist er besoffen. It was selfish. This is all my fault. Quatsch. Are you hurt? No, I'm okay. I'm so glad you're safe. Handcuffs? Hohoho. Ja, Mo, da haben wir uns einer ernst.
Nicht einfach Seile oder was? Nee, ich glaube nicht, dass ich die aufkriege. No Ich das good. mache. Aber echt, hey. Thanks. Zumindest, ach so, deswegen ist alles verschwommen, weil sie keine Brille auf hat. Das kann I natürlich found them Sinn, ne? outside. I was so worried about you. Everything suddenly went dark. I must have been knocked out. When I came to, I was handcuffed to this beam. That's horrible. Who would do something like that? Es war dein Vater. Bill. Ah, Bill. Endlich sagt sie den Namen. So. Und jetzt pass auf. Nicht zufällig ein Foto Bill did von this? dem angeblichen Vater gemacht? You know about him? Dad told me. You met your father? Yeah. He told me a little. So, jetzt. He was my jetzt- assistant Ah. and is absolutely brilliant. But he betrayed me. He tried to steal the research we did on this island. Bill tried to steal another? You knew Bill too? I did. He used to work with Richard. I never expected him to turn up here. I ran into him right after I left you. He said that he'd take me to Richard. I shouldn't have trusted him. He knocked me out somehow once we got to the mansion. I had no idea. But wait, Froh, doch Dad mal, wie said er he caught aussieht. Bill. Regardless, I'm so glad you finally met Richard. Ah. Yeah. I found him. Jetzt, froh doch einfach mal, wie dein Vater aussieht. Oder froh mal, wie Bill aussieht. I Ah. asked him about another. And about Mom. He told you what happened? Yeah. We talked about it. So, dann zuerst mal hier. So that's my dad, huh? What do you mean? Where is he? I was with him earlier. But he went off to do something else. Do something else? He left you alone? Yeah. He said he had to go start another. Jessica, about Dad, he definitely cares way more about his research than us. That's not. He said so. He told me he has to finish another. For Mom. Richard said that. Really? Ach komm, die muss doch jetzt so langsam Ja. doch aber Zweifel kriegen, oder? Oh, meine Mama. I found a newspaper article about what happened to Mom. It said Dad was a suspect. You know the dream I always have? It's about the night Mom was murdered. Oh, Ashley. That's why, isn't it? That's why you never talked about Mom or another. You're right. Erst mal jetzt hier drüber. Did you know about another? Not really. Your father mentioned it a few times. Something about using it to save people from painful memories. Yeah, he told me that too. He said Bill stole the keys he needs to start it. So, we split up. I went looking for the keys while he looked for you. But he clearly didn't find you. Ashley. Why was Dad a suspect? Listen to me.
Richard found Sayoko that night. And because he was at the scene of the crime, he was a suspect. Right. He kept telling them he was innocent, and with no other evidence, they released him. They couldn't find another lead, so the case went unsolved. The false accusations devastated Richard. I confronted him as soon as he was released from custody. I asked outright if he killed Sayoko. He looked me right in the eyes and answered without a hint of guilt. He said, absolutely not. He told me that too. That he didn't kill her. But What is it? Er hat nie gesagt, dass er mit dir drüber gesprochen he hat. didn't look me in the eyes. Ah, ach so. Okay, oder, ja, stimmt. It's hard to trust someone who acts like that. Oh, sweetheart. I'm just over all this. He isn't my dad. Can't we both just leave here? Together? I'll get those Nicht, wenn sie cuffs so off mit you as soon Handschelle as I gefesselt can. ist. Ah, okay. There's gotta be something I can use around here. Ashley, wait. Please, give Richard one more chance. He can help. Why should I? At the very Because it's least, your he father. can get me out of these Okay. handcuffs. Wieso kann er das? Hat er dich da fest genommen? But what about you? I can't leave you here. I just found you. I'll be fine. Now go. No, I don't trust. I do. Please, Ashley. Believe in him. He's my older brother. And your father. Okay? But I. Okay. And once we get out of here, we'll go home. The three of us. Yeah. Okay. You'll be safe here, right? I'll be right back with Dad. Yes, I'll be fine. Sayoko, protect her. Please. Also, ich bin mir I'm so sehr glad sicher, you found dass es Jessica. wirklich nicht mein Vater ist. Das ist Bill. Me too, but I don't think she could see you. She's an adult. I'm used to it by now. I guess. More importantly, we can't let our guard down. You're right. I can't believe Bill did that to Jessica. But I'll worry about it later. We need to find my dad. Where could he have gone? I think he was heading toward the courtyard. So, also gehen wir jetzt halt wieder in den Hof. Wir sind wieder weiter oben. Und gehen wir wieder in den Hof. Geht das denn nicht direkt raus zum Hof? Oje. Andere Seite. Das Zimmer. Moment. Ich gucke einfach auf die Karte, ne? Wo bin ich? Doch, da ist eine Tür, die zum Hof führt. Und zwar... Also wenn das das Foyer ist, dann muss weiter oben wieder zum Hofführer. Genau. Und die haben wir ja aufgemacht.
So. Das ist so schön. Guck mal hier. Ah, die Lensflare-Effekte sind wieder da. Hallo. So, jetzt pass auf. Wir müssen da mal mit ihm reden. So, hallo? Ja, du hast zu. No Probiert. good. It's locked. Ashley, look. There's a ladder on the other side of the door. Und? You're right. Where do you think it leads? Nach oben. That's the door to my great-grandfather's room. So, aber da sind wir noch abgeschlossen. Die Tür geht nicht Ja. auf. Ja. Ich gehe mal ein Stockwerk höher. So, okay, pass auf, warte. Ich guck mal das mal ein bisschen von weiter weg an. Oh, es wird Abend, wir werden doch abends abgeholt. Ist das wirklich... Der hat in dem Turm gewohnt, der Großvater? Krass, oder? Warte, ich gucke mal auf die Karte. Ah, das scheint wohl der Turm zu sein. Oh, erster Stock. Ah, ja, und das ist dann die Brücke, die hochführt. Ich gehe mal gucken. Ja, wir gehen da jetzt halt hin. Der Westflügel, dann gehen wir noch oben. Und dann gehen wir mal die Tür da angucken. Moment, auf die Karte. Westflügel. Das heißt, ich muss mich nur rechts drehen und nach oben gehen. So. So, und weiter geht's. Okay, pass auf. Jetzt sind wir im ersten Stock. Und ich müsste jetzt links von mir eine Tür haben. Ja. Verbindungsgang. Ach, jetzt ist er auf. War der vorhin noch nicht auf oder habe ich einfach nicht geguckt? War da überhaupt eine Tür? Okay, das ist der Verbindungsgang, ne? Erst mal umgucken. Vielleicht ist da Ive die Tür A von außen abgeschlossen. Ja, ist es so, wie es aussieht. Ostflügelkorridor. Na komm. Die Tür ist verschlossen. Oh. Ich kann sie von dieser Seite aufschließen. Ta-ta-ta-ta. Alright. Schön, das gefällt mir immer. So, jetzt habe ich da rechts habe ich jetzt die Tür aufgeschlossen. Da war ich aber vorher schon drin, also da wird es nichts geben. So. Dann gucken wir mal. Die Tür ist verschlossen. Ja, natürlich ist die Tür How can verschlossen. we open it? Hm. This design. Ey, das sind die 2 Schlüssel, die ich habe. The other room's Kann man doors kombinieren had oder one was? bird, but this one has 2. Yeah. 2 birds holding a silver and gold clover in their beaks. Maybe the key to this room is... Du kannst nun Items miteinander kombinieren. Öffne mit Hilfe von Y den Items-Bildschirm. Wähle das gewünschte Item und lese etwas schneller, um zu erfahren, wie es funktioniert. Y-Trigger. Ah ja, okay, das ist jetzt weiter schlimm. So, der zweite Sprossschlüssel wird jetzt kombiniert mit dem ersten Sprossschlüssel. Kombinieren. Yes! Yes! Die beiden Schlüssel haben sich zu einem zusammenfügen lassen. Erhalten 4-blättriger Klee-Schlüssel. So, dann benutzen wir den jetzt einfach mal. Yes! Jawohl, ja, sie ist offen und nimm damit. Whoa, check out the view. Where's the ladder? Shouldn't it lead to this room? Wo ist der Papa? What's wrong, Dee? This is my great-grandfather, Uncle Henry, and my father. Grandfather,
Do you know who I am? I remember. My father brought me here. My great-grandfather was asleep in the bed. He was sleeping so peacefully. But as we got closer, he opened his eyes and looked at us. He smiled, but it was sad. Father took his hand and squeezed it. He was crying. That was the first time I ever saw him cry. Oh, Dee. We have to track down your dad. Yeah. Where's the ladder we can take back down? Okay, dann gucken wir uns hier jetzt mal um. Allererst mal gucke ich mal das Foto da an. Porträt 3er Personen. Der Titel des Bildes steht unten auf dem Rahmen. Die 2 zurück aus dem Krieg. Ah, okay. Dann ist der mit dem schwarze, was ist das, Rollgrabpulli? Das ist Henry. Weil... Also der im Weiße hat auf jeden Fall noch zwei Arme und 2 Hände. Auf jeden Fall. Mensch, sieht so aus. Und der andere sieht man die Rechtshand nicht wirklich. Also gehe ich davon aus, dass er vielleicht nie hat. So. Okay. Was ich jetzt aber zuerst machen will, ihr Leid. Zack, wir müssen natürlich den roten Punkt da wegkriegen. Sprich, genau, Updates angucken. So, Henry. Ja, guck. Thomas ist im Zimmer des Silbervogels durch eine Schusswunde gestorben, nachdem Henry auf ihn geschossen hatte. Danach wurde der Raum verschlossen und so belassen, wie er war. Wollten sie ihn einfach nicht mehr betreten? Wollten sie nichts anfassen? Ich werde es wohl nie erfahren. Ich werde auch nie verstehen, warum mein Bruder den anderen umbringt. Sie schienen sich so gut verstanden zu haben. Was ist damals vorgefallen? Hätten wir hier Lawrence. Lawrence Edwards. In diesem Anwesen gibt es so viele seltsame Geräte und sowas. Türklopfer. Das hatte man schon. Mir ist nur das Foto aktualisiert worden. So, dann hätten wir den Thomas. Als Lawrence krank wurde, kam Thomas mit Dee zurück auf die Insel. Später wurde Thomas im Zimmer des Silbervogels von seinem Bruder Henry getötet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Thomas sich gefühlt haben muss. Überrascht? Traurig? Vielleicht war das Schlimmste für ihn zu wissen, dass Dee allein aufwachsen würde. So, dann hätten wir hier noch Marie. Ah, das ist die Mutter. Maries Abschiedsbrief an Henry, den wir im Schlafzimmer gefunden haben, lässt erahnen, wie schwer das alles für sie war. Im Brief gab es aber auch einen Hinweis, wo sich der Schlüssel zum Zimmer des Silbervogels befindet. Den haben wir gefunden. Du hast den Sprossschlüssel in den Springbrunnen geworfen. Durch diesen Brief konnte ich die finden. So, das ist schon etwas länger her. Das lassen wir noch gucken. Ah, guck mal, die hat auch noch was Neues geredet. Die hat sich wieder daran erinnert, dass sein Vater umgebracht wurde. Es ist im Zimmer des Silbervogels passiert. Wahrscheinlich hat er sich genau deshalb so davor gefürchtet, das Zimmer zu betreten. Er sah so traurig aus, wie er auf den blutbefleckten Teppich schaute. Ich weiß, wie die sich fühlt. Ich kenne diesen Schmerz. So, und bei uns gibt's hier den Richard, das ist mein Vater. Wo ist Papa hin? Ich will ihn eigentlich gar nicht sehen, aber ich brauche seine Hilfe, um Jessica zu befreien. Gegenüber der Tür, die in den Innenhof führt, ist eine große Metalltür. Papa ist wahrscheinlich dorthin gegangen. Im Hof blühen viele Blumen. Hat Papa sich um sie gekümmert? Das scheint ja gar nicht der Typ zu sein. So, dann hätten wir hier meine Mutter wieder. Jessica hat mir ein wenig mehr darüber erzählt, was Mama passiert ist. Und dass Papa ein Verdächtiger war. Sie sagt, dass ich an ihn glauben soll. Aber wie soll ich das, wenn er mich nicht einmal anschaut? Was soll ich tun, Mama? Dann hätten wir hier noch die Jessie. Jessica Robbins. Ich habe endlich meine Tante Jessica gefunden. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Aber was ist Bill nur für ein Monster, das er Menschen in Kellern einsperrt? Sie sitzt wegen der blöden Handschellen immer noch fest. Ich will sie so schnell wie möglich befreien. Aber sie hat gesagt, ich soll mir keine Sorgen um sie machen und stattdessen nach meinem Vater suchen. Aber warum? Ihm ist seine Forschung doch wichtiger als seine Familie.
Aber wie ich Jessica kenne, bewegt sie sich bestimmt... Nein, ganz sicher nicht von der Stelle, bis ich Papa zu ihr bringe. Also muss ich jetzt wohl nach ihm suchen. Ja, die bewegt sich ganz sicher nicht von der Stelle, die ist nämlich festgekettet. So, nachdem mein Vater gegangen ist, ist auch die davon geflogen und hat mich alleine gelassen. Auf der Suche nach die bin ich im Hof gelandet. Rund um einen Springbrunnen blühen in Beeten bunte Blumen. Könnte mein Vater, der zu mir so kalt ist, sich um sie gekümmert haben? Ich kann mir das kaum vorstellen. Ich habe einen Sprossschlüssel im Springbrunnen gefunden und ihn benutzt, um das Zimmer des Goldvogels zu betreten. Die war darin. Ich dachte, es war das Zimmer des Silbervogels. Naja, er hat mir erzählt, dass Thomas ermordet wurde. Das hat eine meiner Erinnerungen hervorgerufen. Ich musste weinen. Die war für mich da und musste nicht einmal etwas sagen. Das werde ich ihm nie vergessen. Aber am glücklichsten bin ich, dass wir Jessica gefunden haben. Bill hat sie im Weinkeller mit Handschellen gefesselt. Sie sitzt da unten immer noch fest. Halte durch, Jessica. Wir kommen wieder, um dich zu befreien. So viel dann zu dem Thema. Was gibt es so noch zu gucken? Irgendwas? Will er mal noch A-Zeichen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, wir fangen mal an dem Tisch einfach genau an. Da gibt es schon mal nichts, ne? Halt, da war gerade was. Schreibtisch. Ein Buch. Da guckt was raus. Ein altes Notizbuch. In dem Notizbuch steht was. Mai 48. Ich spüre, wie das Ende meines Lebens langsam näher rückt. Ich will die Dinge, die mich beschäftigen, in diesem Tagebuch festhalten, solange ich noch schreiben kann. Dinge, die mich beschäftigen. Wie jener Tag vor 32 Jahren, an dem ich Henry und Thomas zum ersten Mal in die Arme schloss. Genau an diesem Tag war der Versöhnungsbrief meines Sohnes Leonard, der als Protest gegen meine Einmischung in sein Leben gegangen war, angekommen. Ich war voller Trauer und Reue wegen seines plötzlichen Todes. Da erschienen meine beiden Enkel, Henry und Thomas. Ihr unschuldiges Lächeln an diesem Tag werde ich niemals vergessen. In diesem Moment beschloss ich, Henry und Thomas selbst großzuziehen. Ich habe sie stets über alles geliebt und mir gewünscht, dass sie ein glückliches Leben führen mögen. Das war mein Lebensinhalt und meine innere Stütze. Die beiden waren wie zwei kleine Glücksvögel für mich, die Freude in mein Leben brachten. Und mein Wunsch sollte sich erfüllen, sie verstanden sich gut und wuchsen gesund heran. Schließlich wählten sie ihren eigenen Lebensweg, wie Leonard. Henry wurde Maler, Thomas wurde Schriftsteller. Sie wurden Flügge und verließen das heimische Nest. Ich blieb allein in dieser Villa zurück, aber ich hoffte stets, dass sie ein erfülltes Leben führen könnten. Doch als beide endlich auf ihren Wegen aufgebrochen waren, wurden alle meine Hoffnungen jäh zunichte gemacht. Ein weiterer Krieg entbrannte, die beiden mussten an die Front. Zu allem Unglück versiegte auch die Goldmine und warf nicht einmal mehr genug ab, um nur mir allein ein Auskommen zu ermöglichen. Ich konnte nichts tun, außer das Kriegsende herbeizusehen. Mein einziger Wunsch war, dass meine geliebten Enkel unversehrt zurückkehren würden. Als der Krieg endlich zu Ende war und die beiden zu mir zurückkehrten, hatten sie sich verändert. Meinen zwei Glücksvögeln waren ihre Flügel genommen worden. Henry hatte seinen rechten Arm verloren, mit dem er gemalt hatte. Und Thomas hatte sein Herz verloren und damit sein Vertrauen in die Menschen. Ich umarmte die beiden innig, verwundet und erschöpft wie sie waren, und vergoss bittere Tränen. Es war wie 32 Jahre zuvor, als ich sie zum ersten Mal in meinen Armen hielt. Ich wünschte mir nur, dass die Wunden an Körper und Geist, die die beiden erlitten hatten, schnell heilen würden. Doch jetzt? Jetzt frage ich mich erneut, ob ich richtig gehandelt habe. Ich empfinde Trauer und Reue, wie damals nach Leonards Tod. Und dieses Mal ist nirgends ein unschuldiges Lächeln, das mir Trost spenden könnte. Keine Glücksvögel, die mir Freude bringen. This is Das ist das Tagebuch von Lawrence. Great-grandfather. Mein Urgroßvater. huh. Da ist was zwischen den Seiten. Ist das ein Brief? Oh. Ein Brief. Hat ihn jemand hierher geschickt? Hiermit erkläre ich, dass Henry Edward mein Alleinerbe sein soll. Lawrence Edward. This is Das ist das Testament von Lawrence. Er hat es sogar unterschrieben, siehst du? Das Testament von meinem Urgroßvater? Ja,
Hier steht, dass sein Erbe Henry ist. But that means. Das bedeutet, das Testament, das wir im Zimmer des Silbervogels gefunden haben, das hat mein Vater wohl selbst verfasst. Huh? Genau so. Kriege ich da noch irgendwie Tinte? Irgendwas? So war was. Schublade, Schublade, Schublade. Ich gucke mir noch ein bisschen um. Tagebuch hatte man. Nur noch Schublade. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Und da sind Schienen. Aha. Okay, das war eigentlich Versehen. Ich wollte nämlich eigentlich an die Schublade. Okay, ich glaube, es geht hier gar nicht um die Schublade. Ah, doch. Ach du. In der Schublade steckt eine mysteriöse Scheibe. Wow. Was könnte das sein? Das sieht aus wie der Brunnen. Das sieht aus wie der Brunnen unten. Das sind nur Sternkreiszeichen. Und es sind so zwei Vögel, einer auf dem Brunnen selbst, also auf dem Springbrunnen-Ding, und einer auf dem Rand. Aber okay, jetzt komme ich da unten an die, nehme ich so wirklich dran. Ne? Wenn ich das da wieder zumache? Nee. Ich guck mal. Geht nicht auf. Ich schätze mal, dass die da auch nicht aufgeht. Nee. Okay, also wir haben hier ein Rätsel gefunden. Das ohne mit dem Brunnen zu tun hat, bin ich mir sehr sicher. Ich gucke mich weiter im Raum um. Schönes Nachttischlein. Neben dem Bett steht der Nachttisch. Wells hat mir einmal etwas erzählt. In der Schublade soll etwas sein, das mein Urgroßvater sehr wichtig war. Also es war ihm sehr wichtig. Ein Brief. Wow, du hast recht, da ist was drin. Lieber Vater, ich bitte dich um Vergebung dafür, dass ich mich gegen deinen Wunsch dafür entschieden habe, Musiker zu werden. Nachdem ich das Anwesen heimlich verlassen hatte, habe ich viele Härten erlebt. Dennoch habe ich meine Entscheidung nicht bereut. Ich habe geheiratet und bin nun Vater von 2 Kindern. Ich freue mich darauf, eines Tages in die Villa zurückzukehren und wieder mit ihr zu reden. Leonard Edward. Ein Brief des Sohnes von Lawrence. Anscheinend hat er sein Zuhause verlassen. Dann sind die 2 Kinder, die Leonard erwähnt hat. Ja klar, Henry und der Vater vom Dee. Voll der Schnellchecker hier, unser guter Ashley. So, Moment, hier hinten gibt es einen Vogel. Ein Vogel zu fotografieren. Zack. Da. So. Leonard Edward, der Musiker. Leonard Edward, der Musiker. Lawrence hatte ein Kind, einen Sohn namens Leonard. Lawrence wollte ihn zu seinem Nachfolger ernennen, doch standen dem möglicherweise unterschiedliche Wertvorstellungen oder doch etwas ganz anderes im Wege. Leonard weigerte sich, die Nachfolge im Familienunternehmen anzutreten, verließ sein Zuhause und widmete sich seiner Karriere als Musiker. Lange Zeit war nichts darüber bekannt, wo er abgeblieben war. Dann schrieb er eines Tages seinem Vater einen Brief, dass er eine Frau in einer Bar kennengelernt und geheiratet hatte. Lawrence nahm es ihm übel, dass er ohne seinen Segen geheiratet hatte und weigerte sich, seinen Sohn zu sehen. Danach verloren sie wieder den Kontakt. Mehrere Jahre vergingen und Lawrence erhielt erneut einen Brief von Leonard. Er hatte mittlerweile 2 Söhne, Henry und Thomas. Obwohl Lawrence endlich bereit war, seinen Sohn zu sehen, war es zu spät. Leonard erkrankte während einer Epidemie und starb mit nur 30 Jahren. Als ich von den beiden erfuhr und von ihren Problemen, eine Beziehung zueinander aufzubauen, kam mir ein Gedanke. Damit ein Kind die Motivation eines Elternteils verstehen kann, der sich ganz in seiner Arbeit verliert, muss das Kind erwachsen werden und selbst ein Kind haben. Ich frage mich, ob mein Vater bei der Arbeit ebenso an Jessica und mich gedacht hat, wie ich an Ashley denken muss, während ich meine Arbeit am Another fortsetze. Ich würde gern wissen, was so der rote Punkt noch ist. Der nervt mich. Mann, ich gehe mal ins Album hin. Gibt es vielleicht im Album irgendwas, was man noch nicht angeguckt hat? Ja klar, das Foto. Ja, Foto gemacht. So. Jetzt Gebru-Album. So, ist gut. Okay, da ist ein Filmprojektor. Ich gucke mich noch ein bisschen so um, ne?
Oh, Schrank. 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 Schrank will nicht, also Leinwand. This is. Das ist eine Leinwand, Ja. oder? Ja, mein Urgroßvater hat hier gern Filme geschaut. Er hatte dann immer so einen nostalgischen Blick. Ich frage mich nur, was er sich angeschaut hat. Wie wär's aber das einfach mal gucken? Da ist doch ein Projektor. Hoppala. Hoch, komm her. Projektor. Wait. Moment. Das ist ein Projektor für Filmrollen, oder? Was für Filme konnte dein Urgroßvater auf diesem Ding überhaupt sehen? Huch. Ah, Erinnerung. Wow. Der sieht seine Enkel, hat Videos von seinen Enkel. Ashley. Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Nachdem mein Urgroßvater gestorben war, hatte mir mein Vater etwas damit gezeigt. Ach, Hey. es war altes Bildmaterial. Bilder von meinem Vater und Onkel Henry, wie sie als Kinder miteinander gespielt haben. Die beiden By the zusammen. way. Es schien ihn aus irgendeinem Grund traurig Die- zu machen. Ja, kann ich verstehen. So, aber es ist doch jetzt nicht Film drin. Zum Beispiel hier steht ein Filmprojektor. Nee. Also, ja, also das ist schade. Ich dachte, wir könnten jetzt so einen Film angucken. Was ist dann das doch? Zoetrop? Was ist denn das? Ist das so ein Ding, wo es dann aussieht, als würde sich dann das Zeichnung bewegen? Auf dem Tisch steht ein runder Apparat aus Blech. Wait. Was ist das? Eine Art Ständer? Das ist ein Zoetrop. Was? Hey. Das wurde vor langer Zeit erfunden, lange bevor ich geboren wurde. Die Bilder im Innern bewegen sich, wenn es sich dreht. Ah, also doch. Wie funktioniert es? Drehe außen mit der Hand und zieh dabei durch die Schlitze an der Seite. Ich versuch's mal. So, genau. Muss man noch schneller drehen, schneller. Und jetzt in A-Schlitzen hingucken. Und jetzt sieht's ein bisschen aus. Oh, genau. Cool. Die Brunne. Brunne und die Vögel dann. Schön. So. Wunderbar. Wow, das ist ja echt cool. Es sah wirklich so aus, als würde es sich bewegen. Bewegte Bilder machen so viel Spaß. Ich habe dieses Ding immer geliebt. Ich glaube, Erfindungen wie diese haben zur Entstehung von Filmen beigetragen. Echt? Cool. Ich hatte ja keine Ahnung. Woher weißt du das alles? Das ist ja echt toll. Nun, ich wollte immer Filme machen, wenn ich erwachsen bin. Das war mein Traum. Die. Oh, es tut mir leid, die. Das Leder ist in Fetzen, aber es hat eine wirklich coole Farbe. Eine fetzige Farbe. Und hier wahrscheinlich auch. Moment. Ich darf wieder in Kamine gucken. Diese Buchtitel klingen alle mächtig kompliziert. Ich frage mich, ob ich auch nur eins davon verstehen würde. Ich frage mich, wann der Kamin das letzte Mal benutzt wurde. Komplett bedeckt mit Spinnweben. Das wird echt nervig für den, der ihn als nächstes benutzen will. Wieso? Spinnwebe, brenne doch. Einfach anmachen, zack. Brennen sie alle weg. So. Da. Der Titel des Gemäldes lautet Die geliebten Gold- und Silbervögel. Ah. Die geliebten Gold- und Silbervögel? So etwas in der Art habe ich doch in Wells Tagebuch gelesen. Maybe. Heißt das, dass diese zwei Jungen Henry und Thomas sind? Scheint so. So, da war noch eine Blume, was? Roter Topf. Dieser rote Topf mit der Blume ist ein echter Hingucker. Nur schmutziger Darn it. Zierteller. Dieser Zierteller ist schmutzig. Ich kann nicht mal drauf erahnen, was da drauf gemalt wurde. So. Dann haben wir hier. Porträt hatte man schon angeguckt. Das Schnaps wollen wir nicht sehen. Ich glaube, das war's hier drin, mehr oder weniger. Das Sofa hat so viele Details. Muss teuer gewesen sein. Ich guck mich noch ein bisschen um, ne? Kann man wenigstens mal die Fenster ausgucken. Oh, Fenster. Das ist das Ding, die Mondbucht, wo das Bild gemalt wo ist. Man kann vom Fenster aus das Meer sehen. Look!
You can see Schau the mal, man kann die cove. Bucht von hier sehen, genau. Grandfather and I watch this view together. It hasn't changed one bit. Huh? So einen Stuhl habe ich doch im Arbeitszimmer schon mal gesehen. Sie müssen Lawrence wohl sehr gefallen haben. Ja, also ich erkenne durchaus an, ne, dass das hier sehr gut und pompös und so aussieht, ne. Aber so antikes Zeichen ist halt nichts für mich. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich was nicht leisten könnte. Aber, ja, hopp. Nicht so mein Geschmack, ne. Ist halt einfach so. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Hof und gucken mal, wenn wir an den Brunnen gehen. Ne, warte mal, hier sollte doch auch irgendwo Leder sein. Ach so, ja, die Leder ist wahrscheinlich hinter dem Podest. So, jetzt pass auf. Wir gehen jetzt da runter und gehen an den Brunnen. Weil der Brunnen hat halt... Ne, warte mal. Warte. Das brauchen wir gar nicht, oder? Kann ich vielleicht von oben auf den Brunnen gucken? Moment. Ich stehe ich oben auf so einem Ding und guck schon nicht immer runter. Ah, nee, es geht leider nicht. Ah, doch, guck. Hof. Aha. Wow, was für eine tolle Aussicht auf dem Innenhof. Schön, dass der Brunnen jetzt sauber ist. Hey. Hey. Da scheint was im Wasser zu sein. Ja, sieht aus wie die Bilder von Sternzeichen halt. Oh, können wir. So, jetzt pass auf. Da ist der Silbervogel. Moment, ich kann es anklicken. Here. Hier ist ein weiterer Vogel. Maybe. Das muss etwas bedeuten. Tut es auch. Und der Goldvogel ist da hinne. Der Vogel ist doch nicht nur Dekoration, oder? Das hat bestimmt was zu bedeuten. Also, der Goldvogel ist bei Schütze und der Silbervogel bei Stier. So, jetzt wird da ein Schuh draus. Siehste, wusste ich doch, dass das was damit zu tun hat. Ich meine, es war fast schon offensichtlich. Aller gut. Gold, Schütze, Silber, Stier. Ist das Geburtsdatum? Also der Geburtsmonat, wenn ich? Wir gucken mal. Na? Schreibtisch. What? Was könnte das sein? Ach, jetzt geht immer noch nicht. Ach komm. Ich habe doch quasi schon eine Lösung. Gib. Ja, Tür im Boden. Warte mal, da ist eine Falltür. Ach, die muss ich wahrscheinlich erst anklicken. Die Leiter, die wir vorhin gesehen haben, muss hier drunter sein. Die bewegt sich kein Stück, weil der Tisch im Weg ist. Das kann ich tun. So, jetzt hat dort drauf, oder? Ah, Ich glaube, ich kann sie drehen. Ah, jetzt hat. Versuchen wir sie zu bewegen. So, dann lösen wir das Rätsel hier jetzt noch. Innerer Kreis, äußerer Kreis. Außer ist... Moment, äußerer Kreis. War Schütze, gell? Schütze. Weiter. Das hier. Und jetzt der innere Kreis war Stier. So. Alright. Wie wäre es so? Ja, wie wäre es dann so? Bam, 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 bam. Oh, das ist eine Art Mechanismus. Hey. Wir sollen jetzt die Falltür öffnen können. So. Aller gut, dann würde ich mal sagen, wir können die Tür im Boden öffnen. Aber das soll es für heute gewesen sein, ihr Leid. Machen wir ein bisschen früher Schluss, 5 Minuten. Der fahren wir hin. Das soll es für heute gewesen sein. Ich muss es so vermeuern spannend halten, tut mir leid, Cliffhanger und so. Und dann sehen wir, was unter der Falltür ist. Ich gehe davon aus, dass da ich mache hier gerade so Anführungsstrichen die Luft, mein Vater da unten ist. Wobei ich ja immer noch sah, dass das Bill ist. Und das werden wir dann spätestens rausfinden, wenn wir dann dummerweise, wahrscheinlich führen wir dann Bill zu der Jessie und sagen, hier, Helfer. Und Jessie sagt dann so, hey, das ist nicht dein Vater, das ist Bill. Ja, wenn wir dann sie. Und zwar Moje. Aber für heute soll es das gewesen sein. Also dann, vielen Dank fürs Zugucken und bis Moje.